Goedemorgen, levenswasser. Mijn naam is Kenneth Giesbrecht. Ik vraag het zo die hier vandaag morgens te zijn. Welkom thuis. En voor alle van jullie voor onze livestream kijken, dank je voor de gelegenheid dat we kunnen met jullie toe op deze weg gaan loven en prijzen van de onze zondag morgens. Ik wil gleich de eerste ondervangen met de bekonmerking. Morgen, Dezember 12 van klok 7 die levenswasserkerk, hebben we ons nächste 1929 Abend geplant. En zo is de noem zijn dat dit voor alle tussen 19 en 29 jaar. En dan is die befried best, nog niet befried best, zolang die nog niet Kinder hast, om was die Angelot eruit te komen. So war das morgen klok 7 die levenswasserkerk. Deze maandwerk, Dezember den 14. auf Lebenswasserjugend een bijzondere Weihnachtsankas geplant voor alle Jugendlichen. So wenn die zwischen 13 en 18 jaar bist, dan bist die eingeladen eruit te komen. Dit wordt de laatste Lebenswasserjugend zijn voor dit jaar. So kom eruit, Dezember den 14. van Weihnachtsankas. Ik wil gleich met jeder een van jullie aan te laden eruit te komen, Dezember den 24. van bijzondere Weihnachtsabend hier bij Lebenswasserkerk. Die worden tweemaal aufgespielt, wordt klok 5 en klok 7 zijn, die worden kraakgewerein aufgespeeld worden. So kom eruit met je vrienden en familie toe. Je wordt goede Weihnachtsleute zijn, je wordt een boodschap zijn, je wordt bijzonder zijn zum drinken en zum eten. En so die was het niet vermissen. So war dat Dezember den 24. klok 5 en klok 7 En ik wil je gleich nog alle weten te laten dat Dezember den 25. wordt hier niet een Gottesdienst zijn, hier bij Lebenswasserkerk. Januar den 1. hebben we een Torfast geplant, hier bij Lebenswasserkerk. De goede gelegenheid voor die torfen te laten. Hier bij Lebenswasser zijn we geloven, torfen en aanwassen. So wenn je geloven hast an Jesus Christus, aber die hast die noch nicht getauft, dann ist dit die gelegenheid de nächste Stap te nemen. Die vragen bloß, dat je de informatie daar schoon daarst en je abschrijven voor Torfast, Januar den 1. En dan te laatst wat ik in gleich alle denkt houden, of wenn je gleich een part te nemen en ons maar voor Jesus project, du hast nog gelegenheid dat te doen. Die kost je nog een kwart met de huis nemen, dat uitvallen. Die vragen bloß, dat je de informatie daar schoon daarst, om de maar voor Jesus kwarts door aanhangen. En ik wil die best een grote dankzij zijn, familieverig zijn en part nemen aan deze maar voor Jezus. We geven wem God ons eerst gegeven heeft. So viel dankzij voor part nemen aan deze maar voor Jezus. Dat zijn alle bekonmerkingen voor deze werk. De nächste werden we in de tijd van aanbidding dan gaan. Anfangen und zu denken, dass Jesus ruft, heim nach ihr, zum für uns gestorben ist ein Kind. So werden wir abstimmen in Gesang und dort denken. Joyful all ye nations,
heaven adored. Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Mild he raises glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. King of heaven, come down. King of heaven, come down. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to save in your mighty name. King of heaven, come. King of heaven, come. King of heaven, come. King of heaven, come.
ons dit samen daar celebreren wegen. Gott ist gut und hij komt rauf. En hij is de grond van Weihnachten. Jezus is de grond. En den kalten Winter steht die ganze Welt für die Welt in Distre en en kalten Stall eigentlich kommt da eine Hoffnung für den Traum in Heiligkeit, in Ewigkeit, in Ewigkeit. Dämonenstern som himmelmörk som staven wir tänt gebor Kristus dein Messias in unser Hoffnung in unser Volk kämpfer alla von dig Welt versprechen för dig Ewigkeit Kristus dein Messias Das ist bloß ein König, der für ewig regieren wird. In sein Name ist Jesus. Wegen er kommt vom Himmel, läuft dort ab, wegen die und wegen mich. Er ist so gut. Das ist Weihnachtszeit, aber dort nicht für jeden. Die Herrlichkeit im Wunder, dort hängt noch in der Luft. Die Stirn, die Hand an Sach, schient noch. Dort läuft Gesang von Engel, aus dem der Grab ließ. Dort schaut nach durch die Welt von dir. Sie froh, Friede ab ihr gekommen, ab uns die sind vor, sie nur mas ja
Jesus. Sie Frau, die kenn ich ein für uns. Nimm on und läuft dann durch. Sie nun es Jesus. Himmelslobning leeft ab, was Baby Jesus hier. Sie stemmt die breite Kirche nach. Sie froh, Friede biet gekommen, ob uns nie sind gefroht. Sie nun es Jesus. Sie Frau, die kenn ich ein für uns. Niemand wo läuft dann durch. Sie nun es Jesus. So mag ja Gott, Immanuel, der Prinz von Fried, so wundervoll, sein Beten am Mond, hin wie und noch. Sie nun es Jesus. Oh, mach ja Gott, Immanuel, der Prinz von Fried, so wundervoll, sein Beten am Mond, hin wie und noch. Sie nun es Jesus. Sie Frau, Friede biet gekommen, ob uns nie sind gefroren. Sie nun es Jesus. Sie Frau, Friede biet gekommen, ob uns nie sind gefroren. Sie nun es Jesus. Sie Frau, die kenn ich ein für uns. Niemand wo läuft dann durch. Sie nun es Jesus. Sie nun es Jesus. Sie nun es Jesus. Zeit al hunderte Jahre vor Jesus kwam, wat zijn naam moet zijn. En Jesaja dat zegt dat hij heeft dat reich te regeren. Wie sagen Gott, dat hij regiert in alle Ewigkeit. Gott der heeft hem dat reich gegeven. Hij is de regerer. En dan zegt dat hij heeft dat reich te regeren. Hij wordt de wunderbare Routgeber. De Routgeber wat hij voor mij en voor die zijn. De almachtige God. De eeuwige Führer. En de Friedensprins wat hij genaamd wordt. Dit zegt Gott al hunderte Jahre vor Jesus op de eerd kwam. Dit wie je prophezeit. En we zingen van daar nog einmal, hij regiert voor de eeuwigheid. Hij is de Routgeber. Hij is de Routgeber voor mij en die. En wanneer we zingen dat zijn naam is Jezus, dat is pas zijn naam. Maar dat is die wat er voor mij en voor die de Routgeber is, onze Sünde betoeld heeft. En hij is die wat over ons regiert. Zijn naam wo de kracht is. En zijn naam is kracht van wie beten. En zijn naam is Jezus. En wanneer we dat zingen, en wanneer we even denken over deze Weihnachtstijd, dat is niet bloß dat het zijn naam is, dat een Weihnachtsgeschichte heeft, maar dat is persoonlijk voor mij en voor die. Hij is die Routgeber, wunderbare Routgeber, almachtige Gott, eeuwige Führer. En wat ik gleich is, dat hij is de Prinz van Vrede. Wir wollen alle Frieden haben. Und sie hat schein, wenn wir Frieden haben, heißt der Prinz von Frieden. Dankeschön, himmlischer Vater, für Jesus schenken. Dankeschön, dass du am hast das Reich gegeben, regiert, dass er regiert über uns Leben. Und dass er uns Rotgeber ist, dass er uns Friedensprinz ist. Dankeschön dafür. Wir loben dich, wir heben dich hoch, wir sagen dir Dank, Jesus, für was du hast für uns getan. Amen. Amen. Ich kann dich in Toll sagen.
Welcome alle hier. Mich freut, dass ihr ein Lebenswasser seid. Mich freut, dass ihr das ein erster Gottesdienst hier seid. Das ist ein Tijd mit unserer Glockentijd, falls ich dort noch tätig, dat het met je lote dag wordt. Some van jullie zijn vielleicht al bij die stap abgestonden, zum Reitmerken, zum das ein Gottesdienst sein. Und so, Dankeschön für hier sein. Welcome alle hier. Auch für die, die online sind. Dankeschön für mir ans Top sein von dir. Und das ein Gottesdienst von dich, bei hier, wo ram. Vielleicht auch von weit auf. Bloß vielmal Dankeschön für mir ans Top sein. Mir hat es gut, dass ihr hier seid. Pastor John, der wird meistens wieder gehen in der Rief von Botschaft, wo er bern ist, Paradies, von Paradies nach Paradies. Aber bevor wir dort down, Jank hat mir bis jeden Dankeschön zu sein, in diesen Tijd, wo wir bern sind. In der Weihnachtszeit, wo wir jeven down, wo je jeven down, und auch, wo je wat kriegen down, wo je receiven down. Ich denke da viel an über Weihnachtszeit, dort wir auch in einer Season sind, nicht bloß wo wir jeven, aber wo wir auch annehmen down. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, vielleicht hat ihr es selbst belebt, wenn ihr wollt, wem was jeven, vielleicht ein Kind, was das euer Bleid ist und die wollen bloß nicht nehmen. Und das fällt sich ein bisschen interessant, right? Und ich denke da viel an in der Weihnachtszeit, dass Jesus erst gekommen hat, sie sehen geschickt, und viele Menschen sind either zu blöd oder sind, weiß nicht, kriegen, was das geht, und sie nehmen nicht das Geschenk an. So, wenn wir das Geschenk annehmen, und even wenn wir uns ein Geschenk geben über die Weihnachtszeit. Aber ich will Ihnen Dankeschön sein für diese ganze Zeit, wo ihr gegeben habt. Ihr habt gegeben in die Weihnachtsdosen, wir haben über 400 Weihnachtsdosen, was ihr habt voll gemerkt und hier angebracht. Und ich habe so Menschen gefragt, wie viel Geld wird hier dann angetan? Und ich sage, ungefähr 500 Peise wird. Und so, ja, und hast dich übertal. 500 Peise der Dose, 400.000. Und er kann bloß sein, wo milljährig sind und freiwillig, dass ihr geben dann. Und so vielmal Dankeschön für Port sein an die Weihnachtsdose. Dort wird eine Freude geben, die kleine Kinder. Dort wird eine Hoffnung geben. Und uns Gebet ist, dass dort wird eine Sod gestreut sein, dass sie Jesus fängt in den Arm annehmen. Und so das ist ein Ding, das andere will ich auch sagen, Dankeschön für immer, durch das ganze Jahr, durch die Weihnachtszeit geben, wenn ihr rausgehen, bei diesen Offering-Dosen, das hält das Gola im Dreh in die Kirche. Aber besonders will ich Ihnen auch Dankeschön sein, was der Herr gibt, und das ist ein Meier für Jesus. Die hat in Beos ausgefällt, viele von Ihnen haben all angebracht, und haben gegeben für den Meier für Jesus, wo wir einen großen Unterschied merken, in Gott sein Recht, wir können Dinge verbessern hier, andere Missionen in den Städten, und so, bis vielmal Dankeschön für das. Und so mir hat ich das Nummer zu geben, was aber so weit als top gekommen, und so das Nummer dort als $570.317. Und so vielmal Dankeschön für alle von Ihnen, was das an Port was, auf irgendeinem Weg, wo ihr jeft hatte, Weihnachtsdosen, eine Offering, und das ein Meier für Jesus. So vielmal Dankeschön für milljährig sein, für bloß freiwillig geben, und dort wir können bloß Meier down für Jesus. Das war das alles, Meier für Jesus. Wir wollen mehr Menschen riechen für Jesus. Und das ist so angereicht. Und das ist so hier auf dieser Welt. Wir brauchen auch Geld, um das zu tun. Und die sind alle Part von das. So vielmal Dankeschön. Nächste wird Pastor John die Botschaft bringen. Good morning. Good morning. Wie är det? Ganz schön. Zit mir noch nicht Geschmack von dir? Da sind auch ein paar Menschen um mich gekommen von dir und haben gesagt, meine Haare hat Geschmack. So, das ist entweder hingerecht oder hingewiesen. Aber ich weiß nicht, was. Aber weißt du, ich dachte, ich würde Ihnen mal sagen, als ich will, je irrt ich mich viel, wenn Sie mich behandeln als ein gewöhnlicher Mensch. Und die können mit mir spussen und so eine Dinge. So, einmal haben wir vielleicht ein bisschen Ding gehört in ons Fall, dass der Prediger wie ganz apart gesagt, und Sie sind meine Freunde, und ich bin Ihr Freund, zusammen von Ihnen. Und so, Dankeschön für mich behandeln, das ist ein gewöhnlicher Mensch. Wir reden von Paradies nach Paradies, und ich wundere mich, was Sie denken über Paradies, oder wenn Sie denken an en nya Körper. Vad wirst du die anders wünschen, als was es nu ist mit deinem Körper? Wenn ich glaube, mit die wird den Himmel kriegt so luten, als es nu ist. Vielleicht, some von Ihnen wundern nicht, wo Sie gekommen sind, nicht?
ik weet goed, maar ik wil van jou reden aan Auferstehung. Deze week hoor ik een beetje een kom van mij, en mij anker 2 boodschappen predigen. So ik weet nog niets van wanneer je waren uitgaan. Maar anyway, nou, we waren Titel. Maar mij anker van 2 boodschappen reden. Mij anker aan Himmel reden. Mij anker aan het Paradies. Sommige dingen wat de Bibel redt ervan. Maar dan dacht ik zo, oké, de Paradies wordt er blijven. De Paradies heeft God versproken, so dat blijft door. En daar waar we aankomen, dat is God zijn titel, maar de Paradies blijft door. Maar zaken die door aankomen, heeft te doen met ons geloven. En dat heeft te doen met wat we geloven van de Auferstehung. En zo ik dacht, ik wil reden aan de Auferstehung van jou. Vielleicht hast du es von dir, oder dort ist vielmal in der Welt von dir, so ist es in der Korinthische Kirche wie dat er kommt eine Linie an in der Korinthische Kirche, und so sie fangen an, vielleicht wären das falsche Lehrer, was da handkommen, mit den Juden, wir wissen nicht ganz genau, aber somebody lehrt in der Kirche, dass das nicht eine körperliche Auferstehung. Vielleicht eine Jässeljahr, oder wir würden Jäster sein in Ewigkeit. Und ich glaube, wir haben manchmal ein bisschen eine Idee gehabt, wir würden irgendwo in der Wald sitzen mit kleinen Flächen in der Horb und für alle Ewigkeit. Und keiner will da haben, wenn er auf goldene Gassen gehen. Ich meine, wer will auf goldene Gassen gehen für alle Ewigkeit? Keiner von uns, wenn das kalt und das hart. Und so, wir wundern manchmal, wer was sein, oder aus der Auferstehung, oder was kriegt was sein. Und so, ich glaube, die Auferstehung, dat is het grootste ding voor ons. In de Auferstehung wirst du so sein, als Jezus weer nur de Auferstehung. En ik wil van jou veel versen brokken. Ik dacht al zo, ik wil je plus de Bibel verlezen van jou en dan ga je voor. Vielleicht habe ich nicht genug Bibel gelesen von jou deze week, aber en zo, Paradies voor Emma, dat is mijn thema, dat naam ik deze boodschap. Aber in Philippa 3, Vers 20 zegt het, ons Bürgerrecht, aber es im Himmel. Nou weet je, een Bürgerrecht, dat is die citizenship, du bist een Mexikaner, oder vielleicht sind some von jullie Canadian, oder American, aber je haben een Bürger, je haben een Landrecht. En zo, ons Bürgerrecht, aber es im Himmel, en we leren al door, dat ons Heiland en Herr Jesus Christus van daar komen wordt. En dat is wat Paulus al schrijft, vele jaren terug, en we leven in Hammer. Dat is een oorzaak waarin sommige mensen dat te zien schmieden, wenn het def je aanwenden naar wat. Aber de schrift is klaar dat wat in God zijn tijd passieren. Dan zegt hij wordt durch zijn kracht, durch dat hij zich alles ongedaan merkt, aan zijn nurstjen Körper. Mir ist het interessant, wer dat op Plattdeutsch übersetzt ist. Dat heeft me leid te zijn, aber dat is nichts mit jent. En zo. Aber uns nurstjen Körper umändern, sodass die zijn verherrlichten Körper liegnen. Und so, wir wollen Jesus liegnen, vielleicht nicht unbedingt, dass uns kriegt so was loten, aber wenn wir sagen, du liegst ein gewisser Mensch, dann meinen wir, dass die sitzen nur den, oder die, du sind some Dinge an, die was nur die einen Mensch liegen. Aber was das meint, ist, dass uns Körper was so sein, als sehen wir. Nur die Auferstehung. Und ich will Ihnen von dir some Dinge wissen, wo sein Körper wir nur die Auferstehung. Dann das ganze Thema von Paradies nach Paradies, weil wie die erste Botschaft handelt sich von dem Paradies verloren. Und wir mussten in Gott einen Rüt und der Lebensbaum dort, den verloren wir dort. Gott stellt einen Engel für. Und dort wie Gott seine Gnade, da will ich ganz ehrlich verstehen, dass Gott seine Gnade schickt den Menschen in Gott Rüt. Dat is een interessante weg van aankijken, maar dat is really ons dood, wat ons raad van dit verjängliche Körper. Wenn juist wat komt, wat ons Körper verändert worden. Aber so wie verloren in Paradies, die zweite Botschaft handelt sich von einem Paradies versprechen. Und so Gott verspricht von Fuß an, dass wir nie den kommen, nie Paradies, nie Erlösung. Wir sind der von Paradies versichert. Und so juist sind dood. Begrafenishoffers en dan komt de Heilige Geest en zo dat versichert ons een Paradies. Aber nu komt hier in de Korinthische Kirche das Lied an, dat het juist niet naar Auferstehung. En zo wie we een klein beetje checken, juist in Auferstehung. In Lukas 24 sagt het op antwoorden, de uwen gehouden, dat ze hem niet kennen kunnen. Nou,
dit is de Geschichte von den zwei Jüngern, die naar Emmaus gehen und sie vertalen sich, sie sind mutlos, weet je, dat alle te einde gekommen, Jesus ist gestorben, Droom ist tot. Und dann begint Jesus in het geweest en dat zegt, de uwen worden geholen. Nou weet je, Jesus gelijk likken ze krank. Jesus hat es als Körper, weet je, de Graf ist ladig. Das ist nicht, dass die Schal von Jesus in Körper, der Licht durch Nacht, bloß durch Stund, wird nie uit den Körper uit. Und laatst, als wir dort auf dem Begrafnis, als wir dort auf dem Graf verfehlen, dann dachte ich da an, weet je, ansehen, der Licht durch in die Erde. En dan denk ik dan mal aan, wanneer we door zijn, oké, wanneer het nu kraak wordt passeren en de graven worden opkomen, en ik geloof einfach, dat de Körper wordt begroefd, dat stoelstaat op. De schrift zegt dat de graf wat de Körper is gegeven, dat het meer wat de Körper is gegeven, wat door zijn. En zo, some mensen van jou laten zich verbranden, like cremation, en dan wordt God het niet ving. Dat was nog een beetje surprise, honey. Maar allemaal, ons Körper staat op. En toen zei ik, die worden je likken. En ik geloof, Jezus likken zich, had een zelfse Körper. Maar de uwen worden gehouden, ze kennen Jezus niet van een gewisse oorzaak. En dan zegt hij dan, als hij met aan top aan der zat, en dat is nog een ding wat interessant is van Jezus in Körper, dat hij wie anders nicht, hij wie aber einmal door een puff, er war weg, en zo wie een Gessel, het Port van zijn Körper, aber hij leeft in een Körper, krachtens verher. En zo hij uit. En zo ze zaten zich om der stoel, hadden onkels gemerkt, en dan had het brood en dank dafür, brukt dat en geef aan dat is wat Jezus verder gedaan had, leef als ze taub werden, en zo, nu bij eenmaal gaan en de uren op, dan gingen aan de uren op, en ze kwamen aan, en hij verschwonk ver aan. En zo, er weer wat anders in Jezus in Körper, maar er weer ook dezelfde Körper. En zo wel krijg het wat zijn in eeuwigheid, weet ik niet, aber ich glaube, die waren er nur so luten als von dir, mit Schmack und alles, so eine Dinge. Und so, in Lukas 24, das ist ein klein bisschen luten, das ist alles hier schlecht, aber, und als sie sich noch davon unterhalten, wird ja die zwei von Emmaus, der antreten in Jerusalem, und dann sind die Jünger alle taub, und so, als sie sich noch davon unterhalten, kam Jesus selbst mit dem Mann an und sagt, Frieden mit Jünd. An wir sehr Angst. En meinen, sie sahen in Jes. Und ich glaube, das sagt, dass sie sahen in Jes, und das ist alles, was sie sich vorstellen können. Und ich wundere, was wir würden denken, wenn bei einmal ein Mensch hat gestorben ist, und einmal steht vor uns. Like, wir würden nicht wundern, was wir sagen, würden wir nicht. Und das ist das Ernte, denke ich mir, dass wir nie denken, für Ernte kriegt, dass es für uns wird sein. Und er sagt an, warum hast du Angst und warum zweifelt ihr? Und so die Jünger, ich glaube, sie wissen nicht mehr, was sie für sich hatten, sie grühlten sich für das. En dan zegt hij, check naar mijn hang en naar mijn voet en zegt dat ik dat zie. Wie het zijn jes, mooi wat hij zegt, wie het zijn jes heeft niet vlees en knerkes, zoals die zijn dat ik heb. Dit is mij zeer interessant, want de schrift zegt dat vlees en bloed, dat ons Körper, wat het meint als dit Körper, die kan niet de druk Gottes hoven. Dat wil ik je zeggen, dat iemand sterven. Sterven er verändert worden. Aber ich wünsche, wir würden uns lernen, dass wir nicht an Tod, sondern anchecken, dass sie gerade so fluchen in das Leben. Das ist sozusagen uns Feind, und das ist der letzte Feind, was Gott wird sozusagen zu sehen tun. Aber das ist danach die Radung, aus das Körper, wo du nu ben lebst. Und solange wir jung und gesund sind, und wir sind stark, und wir wollen nicht das Körper los sein, wir. Vielleicht gleich, wenn das Körper gleich sein, in gewisser Hinsicht haben, aber wir wollen nicht gleich los sein. Aber wenn du sehr krank bist, oder einmal, wenn einmal kranke Menschen redet und wird bloß in Weidau leben, oder die leiden, dann wird es gleich in das Körper mal los. Und dort ist Gott seine Gnade, dass er den Menschen nicht leid treten und Lebensbaum gehen, von den Eten, dass die wird für ewig leben. Das ist eine interessante Idee in der Schrift. Aber die Schrift ist klar, dass wenn Adam und Eva haben können von dem Baum eten, nur den Sündenfall, würden sie für immer in den gefallenen Körper leben. Gott beschützt ihn für dort. Und so das ist eine Ursache, wo wir dort haben. Aber weißt du, Jesus sagt, ich habe Knerkes, ich habe Fleisch und Knerkes, check mal in meine Hänge. Und ich glaube, weißt du, die Norven wären da, die Norven wären seine Seed. Und so sagt, check in meine Hänge und meine Feit. Und das ist mein Körper. Na, wir weten, wir abgestimmt, wir verherrlicht, was immer alle dort, was meinen, weiß wir von der noch nicht, aber Fleisch und Knerkes. Und als er dort sieht, weiß er an seine Hänge und seine Feit, so er wisst dann, seine Norven.
Aber als sie dann verfreut und Wunder nicht leiden, das ist interessant, befreien sich und leiden nicht. Sie wissen, die wissen gar nicht, von wo der Wind püst, nicht? Seht heute an, habt ihr hier was zu eten? So, wenn das noch nicht genug ist, meine Norven und meine Feuer, sagt er, habt ihr was zu eten? Und sie läden Abend und steckt Brot. Je braucht nicht Fisch und Honig für. Und so, eut verernt. Und dann sagt er, nehmt dort und eut veran. Und so, und ab die Stunde Charpa, und verherrlicht der Charpa. Und so, weiß jetzt seine Charpa, weiß jetzt seine Wunde, und dann sagt er, jeff mich mal, da werden wir einen Steak backen. Ich habe manchmal verspust gesagt, dass im Himmel, wo wir eten, was you nicht zu Weihnachten sind viele Banquets, Partys, nicht? Und wie gleichen. Gleich ich ramen grauter da saßen mit der Familie, dort geht friedlich daher, und das scheinet eten, und wir vertalen, wir lachen taub. Wir hatten jetzt ein Soße, ein Party, haben von der Soße ein Party, und wir brauchen nichts weg aufnehmen, weißt du? Und so, so wird es im Himmel sein. Und so, Jesus eut. Wenn wir nicht an die Auferstehung so denken, dass irgendein Jäsel, je denkt, irgendwo in der Wald, ein Schwamm wie Ramer einzogen. Gott hat nie Himmel gemerkt. Er sagt, je wollt nie Himmel merken, nie Erde. Nie Erde. En op der Erde, en nie Charpa. En dat was du zijn. En so wie waren, ik stel me einmal so veel, so leven als nu, buiten, keine Krankheit, kein Schreef, keine Weide, kein Krut auf deinen Stab. Und ich weiß nicht, was das dort sein. Aber ich merke mir immer Dinge deutlich. Aber wenn ich so eine Dinge lese, dann sei wie, dass Jesus nur die Auferstehung, da wird das alte Körper, die wundern wir noch durch, heute mit einem Top, wo noch mehr Geschichten kennen, wiesen, von woher mit einem Top eten wird. Und, aber da wird Auferstehung abgestohlen Körper. Und so wenn wir nicht so denken, dass wir wollen abstehen in some irgendein jässelige Form und dort wird irgendwo ein Schwamm wie Raum bewalten voller Ewigkeit. Ich weiß nicht, was wir kriegen alle wollen tun, aber some Menschen sagen, ich will nicht mal in den Himmel, wenn du ab bewalten Raumschwamm vor aller Ewigkeit, mit wem wir dort sein gehen. Aber weißt du, der Paradies. Das Paradies von Anfang, wenn es steht, wo Adam und Eva verwohnen, und sie sollen den besorgen, sie wohnen mit den Tieren. Adam gibt den Tieren um. Es ist like, da wird eine Welt mit Tieren, eine Welt mit Bäumen, Wut und Gras und Frucht. Und da wird bloß eine Welt, sondern wie von der Hand bloß ohne Sinn. Und die wird vollkommen. Und das ist, wo wir drei haben wollen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Vielleicht hast du das als Erdball. Ich habe einmal gesagt, dass diese Erde, diese steht hier, zwischen Ruby und Cocktail, das eine wie der Beste steht zum Wohnen. Also, okay? Und so, in der Ewigkeit, ein neuer Korridor, und so eine Dinge. Aber diese Welt, ohne irgendwas bei sich zu sein, würde das nicht eine feine Stadt sein zum Wohnen? Und zum Schaffen? Und zum Partys haben und eten. Das ein Ding, glaube ich, was im Himmel wird, ut Business ran, und das sind Diet-Programs, oder was immer. Wo ihr alle an Sand futzen nach Weihnachten, für 2 Wochen. Und so. Aber weißt du, das ist bloß ans Leben hier, nicht? Und wir weiten unsere Probleme hier. In Apostelgeschichte 10, Vers 41, Petrus redet hier, und er sagt, nicht von allem an, also Jesus hat sich sein lassen, nicht von allem an, aber bloß von da, der Gott sich vorher gewählt hat, und dort werden seine Jünger, die Menschen, die mit Amt leben, Zeichnis davon zu geben, sogar von uns, die wir mit Amt haben, und hör ich, was es sagt, die wir mit Amt haben, gejäten und getrunken haben, als er vom Tod abgestanden wird. Und so Petrus sagt, in seiner Predigt bei Cornelius, er sagt, dass Gott will sich uns zum Jesus sein, nur der Auferstehung, zum Zeugen sein von der Auferstehung. Und dann sagt er, wir haben mit Armtaub, wir haben gesehen, nicht bloß dort, wir haben mit Armtaub gegessen und getrunken, nur seine Auferstehung. Und so, wir weiten die Geschichte von, als Jesus da einen Tag besiegen, wo der geht, die Jünger haben danach gefasst und nicht gekriegt. Und Jesus geht da besiegen, wo das Samaris, hat du ein viel gemerkt, und du sind auch festgebunden,
Wo lebt ich kriege die Vers her? Ich weiß nicht, ich glaube, das bloß das steht kommen her Vers. Und dann danach, ich weiß nicht, aber anyway, er hat den Vers und dann sagt er, bringt noch von Jüne. Und dann eten sie Frühstück. Man abgestohlener Körper in diese Verherrlichung. Und das wurde mit Petrus vertalt. Und Petrus sozusagen Treibracht nur Vergebung können sein, dass Petrus wie angenommen, in diese Dinge. Aber in der korinthischen Kirche, da kommt diese Linie, dass wir waren nicht körperlich, habe schon gesagt, weil some Parsen in Korinther, ich war mit Bosig gehen. Ich weiß, ich kann das ganze Kapitel lesen, dort mal das ganze Kapitel von 1. Korinther 15, dort wo Paulus von das redet. Und ich fange das dort an, bereit, weil ich an das Evangelium denken halten, dort ich gepredigt habe. Die haben dort auch angenommen und stehen fast daran. Das ist mir interessant. Das Evangelium, da wird ihm erst sein, was das ist, aber er sagt, ich habe das Evangelium gepredigt, er hat angenommen, die stehen daran, weil die korinthische Kirche, wir fallen von Trubel. Und es ist interessant, dass Paulus sagt, sie stehen dort. Aber er sagt wieder, durch das Evangelium, wo ihr rat, wenn ihr dort so holen, dass ich dort gepredigt habe. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind die für Jesus zum Glauben gekommen. Na, weißt du, was er hier sagt? Erst das Evangelium, wo ich gepredigt habe, wenn du ein anderes Evangelium nennen. Du das Evangelium nennen in der korinthische Kirche, dass du erst nicht eine körperliche Auferstehung. Ich weiß nicht, was es nachher lehren, aber das kommt Paulus immer heran. Und so Paulus sagt, wenn ihr das Evangelium, was ich gepredigt habe, das ist die Wahrheit, das ist, was ihr raten hat. Und er sagt, wenn ihr nicht glauben an eine Verstehung, ich meine, das wird das handelt, damit wir mit der Top bin, wenn ihr nicht glauben an eine Verstehung, oder ihr glauben an ein Evangelium ohne eine Verstehung, dann habe ich für Jesus geglaubt. Da wird Luther nach wahr sein, dass ohne die Verstehung habe ich für Jesus geglaubt. Als erstes habe ich dort wieder gegeben, was ich gekriegt habe. Von wo hat Paulus dort? Von Jesus selbst. Das ist ein sehr interessanter Ding. Ein Tag wollte ich noch mal predigen von das Übergang von Ölebund und Nier, von den Juden oder Heiden. Wenn das wurde, dann kommt, dass Gott sich bei einem ganz besiegt von den 12 Aposteln ein Mensch wählt, in den das Evangelium selbst jaft, nicht in Jerusalem schickt, das Evangelium durchlehren, aber jaft in das Evangelium selbst, den nur Heiden schenkt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns zu verstehen in der Schrift. Und so Paulus sagt, ich habe das gekriegt, das habe ich von Jesus selbst gekriegt. Und merkt Paulus sehr klar in einem von seinen Briefen. Christus hat für uns Sünde gestorben, so es geschrieben steht. So durch den Tod von Jesus, er ist begraben worden, er stund am 3. Tag von dort ab, so es geschrieben steht. Und so das ist das Evangelium in der Netenschau, können wir sagen. Wie merken das Evangelium kompliziert? Wie leihen da alle Dinge bei? Like, kriegt es die Juden, muss nach der Beschneidung haben, das kann nicht seilig werden, oder muss nach das haben, oder die muss nach dieser Art Kleider, die muss nach der Zeug. Wie merken das so kompliziert werden? Weißt du, was das Evangelium ist? Jesus sind Tod, Begrafnis und Auferstehung. Und so Paulus sagt, das Evangelium hat ich gepredigt, durch das Evangelium, wo ihr rat. Und so nu kommt ein falsches Evangelium näher, was er sieht, das ist nicht eine Auferstehung. Und so Paulus versucht, ihn Trag zu stellen. Er sagt, er leitet sich von Petrus sein und dann von den 12. Und das ist ein sehr interessantes Ding. Ich habe noch mal ein bisschen neu studiert und auch gepredigt an wo Jesus, wo Petrus bei eigentlich. Petrus wird die Grootmühl von Verder Kritium, hij wordt doorblijven en de anderen alle wagen. En je weet die Geschichte niet, hij wordt niet juist verloren. En dan, wie heute wat juist het als verleden deed. En zo dan zegt het dat hij weiß sich Petrus. En dat is meer interessant. Ik wonder wat hij bij jij nog weer. Nur auf Verstehung. Jesus bij een Petrus, een van het eerste. Nu herleitet sich von über 500 Brüder auf einmal sein, von denen nach dem meisten Leben, wann auch alle eingeschlucken sind. Weißt du, das ist ein interessanter Ding. Zu Paulus seine Titel, als Paulus das schreibt von der Korinther, dann sagt er, wenn die mich nicht glauben, dann gut mal all die Menschen, alle Jesus seine Jünger, die 500 einmal, er leitet sich von denen sein, die meisten von denen leben noch. Und andere wieder, die Augenzeugen, die leben noch. Ich wünsche einmal, wie kann das sein? Okay, wenn die nicht glauben, was der Schrift sagt, die glauben nicht von der Auferstehung, von der ersten Tag, dort denkt, was der Teufel ganz meiste angerieben hat. Das ist seine Auferstehung. Und die Ursache ist, wenn er dort Kontesie schaffen, dann ist die Erlösung dahin. Und so, wenn er nicht eine Auferstehung gibt, dann werden wir Hüs vor, dann sind wir durch. Und so, er sagt, dass Jesus hat sich sein lassen von 500.
Und dann sagt er nur, Herr, weist er sich dem Jakobus und dann all die Apostel. Jakobus glaube ich, das sage ich nicht unbedingt so, aber ich glaube, dass Jesus sein Halbbruder. Wenn Jesus seine eine Bruder glaubt er nicht an Arbeit, nur die Auferstehung. Luther fing mit das Jakobus aus der Lehre in der Jerusalemschen Kirche. Und dann hat er sich zu allen Apostel gewesen. Aber Paulus wies hier, dass Jesus es hat schon sich gewesen. Und zuletzt leitet er sich auch von mir sein, als von einem, der bitter Tietz geboren wird. Und Paulus sagt, ich habe auch Jesus bejahend. Dann habe ich bejahend, dann war ich in Damaskus. Und dann gab Jesus das Evangelium. Ich weiß nicht korrekt wo. Ich glaube in Arabien irgendwo, wenn Jesus, oder Paulus wie für 3 Jahre in Arabien, sagt er, oder wenn es in den 3 Jahren. Und so, er hat Jesus auch bejahend. Als einer wird nicht von den 12 gehört, und einer wird nicht original so zu sein, von Jesus in den Nachfolger wie. Aber er wird auch durch manch geregnet. Und dann sagte er, aber wenn durch die Predigt wird, dass Christus von dort abgestanden ist, wo kann einige von ihnen dann sein, dass die dort nicht abgestanden worden. So, das wird die Lehre, was in Korinthen ankommen. So, das ist klar, da wird die Predigt Jesus abgestanden, die Jugend so ein Leben danach, viele von denen. Und so, wo kann je dann sein, so, wo könnte dann so eine Lehre ankommen, dass Jesus wir nicht von dort abgestanden. Wir weiten, dass, kurz nach dem, was Jesus abgestanden wird, dann deuten die Lehrer in den Judentum, oder die jüdischen Lehrer, sie geben in all die Alt, nur die Wächter, was in Grafjörn war, dass sie sollen gehen vertrauen, dass die Jünger haben Jesus gestohlen. Und dann sagen sie sogar, wenn dort wird für Pilatus kommen, die waren Trouble haben mit der römischen Regierung, wenn nur der römische Regierung nur sollen, die umgebracht werden, die Wächter. Und er sagt, dann waren wir mit den Regeln. Andere wieder, wir wollen das Geld tun. Und so, das ist eine Lehre. Ich weiß nicht, ob das Juden wir mit dieser Lehre anbracht, das ist ehrlich, möglich. Aber einer wird durch die Idee. Wenn das so nicht gibt, dass die Todes abstehen, dann ist Christus auch nicht von dort abgestanden. Und so, wenn wir nicht wollen, körperlich abstehen, dann ist Jesus auch nicht. Wenn Jesus ist der Erste, heißt die erste Frucht sozusagen von der Auferstehung. Und wenn Christus nicht von dort abgestanden ist, dann ist uns Predigen vergebens und ihn Glauben ist auch vergebens. Dort wir hier von der sind, meine Arbeit, können wir sagen, hängt auf von der Auferstehung. Und dass du glauben das, hängt davon auf. Wenn dort nichts ist, dort ist, what's the point? Wohin sind wir hier? Und so, wenn er nicht eine Auferstehung gibt und wir leben bloß für das Leben, dann werden wir ein Haus vor. Dann werden wir uns looten Goat gehen, Partys haben sie wieder. Ich meine, dort werden wir nicht, aber dann ist das alles, was da ist. Und so, das ist, was Paulus hier sagt. Mehr als dort, dann haben wir ein falsches Zeichnis, also das ganze Predigt von der Auferstehung, sagt Paulus, dort wird wir predigen, dort wird heute gepredigt, dort wird die andere Apostel predigen, dort wird all die predigen, was da Jesus gesagt hat, das ist alles falsche Zeugnis. Like, wenn Jesus nicht ist von dort abgestanden, dann sind wir alleine, sagt Paulus. Und sofort ein Haus, dann sind wir da. Und so, mehr als dort, dann haben wir ein falsches Zeugnis von Gott gegeben, als wir sehen, dass Gott Christus von dort abgewagt hat. Den er aber nicht abgewagt hat, waren die Todes nicht abgestanden. Und so, Paulus sagt, wir sind Lehner. Wenn das nicht passiert, sind wir Lehner. Wenn die Todes nicht abgestanden ist, Christus auch nicht abgestanden. So, das hat er all gesagt. Und wenn Christus nicht von dort abgestanden ist, ist ein Glauben für Jesus und die sind danach in ihren Sinn. Eine von den Segnungen von in Christus sein, ist, dass die Sinn sind für Jesus. Aber das ist abhängig von der Auferstehung. Ich weiß, wir würden das verstehen. Jesus starb für deine Sinn, er stand ab für dein Leben. Und das Evangelium regt einmal bloß darum Kreuz. Jesus ist von seinen Sinn gestorben, und das ist auch so. Er ist. Aber er ist abgestanden für dein Leben, für deine Erlösung, für dein ewiges Leben. Und so, wenn Jesus nicht ist von dort abgestanden und lebe für Jesus, dann sind wir nach unseren Sinnen. Dann fährt ein Haus, laut in der Schein gehen in jene Sinnen, dann ist es und das ist viele in der Welt leben nicht so. Dann sind auch die verloren, die an Christus angeschlossen sind. Hat je eine liebe Person in ihrem Leben, was gestorben ist? Und ihr Trost ist, dass die als säulich gestorben? Wenn ich denke an unser Leben, ein von den Dingen, was uns Freude gibt in der ganzen Ding, ist, dass wir ganz klar haben, dass Steve ist beim Herrn. Aber wenn er nicht eine Verstehung ist, dann ist es vorbei. Dann ist alles, was du hast, das ist was.
En zo hij zegt, die wat aangesloten zijn, al jene vrienden, al jene leven wat im Herrn gestorben zijn, en in al dat bang en al dat tranen en al dat, als veel meer voor ons die troost dat we waren ook doorgaan, hij speelt God, dat jene leven zijn bij God, maar dat is alle niks, wanneer niet een overstelling is, dan is het erg. Want dat bloos voor dit leven is, dat we op Christus hopen, en als man alle mensen kennen zal het bejammeren als wie. Nou, dit vers merkt voor ons niet zijn. Want we leven al bij een paradijs. Oh, ik weet goed, we leven in deze wereld en we hebben allerhand dingen in ons leven. Maar jij, de meerderheid van de wereld, leeft u een zeer fijn leven. Een zeer makkelijk. En zo zijn vers is dit, wat we verstaan van door, wo die mensen worden omgebracht voor geloven, er wordt in gevangenis gestopt, en het wordt gekweld, en het wordt alles weggenomen. Wat zou je dort doen? Wat zou je een leven leven, wo die de ganze wereld haast, en de ganze wereld die verschmidt, en die te ziet, en die dood merkt van de leers. Dat is really wat Paulus gezegd. En Paulus zijn leven, hij zegt, van wie voor Jezus leven in deze jammerlijke wereld en zo soms behandeld wordt en dergelijke klapt en alle andere daarop en zo'n dingen. What's the point? De auferstehung is de point. En wanneer het niet een auferstehung geeft, dan is het finished. Hij zegt, maar Christus is bestemd van dood opgestaan als eerste van al die aangesloten zijn. En zo Jezus is de eerste wat er is opgestaan van alle wat aangesloten zijn. En zo dat is een auferstehung. Dan moeten we zeer klaar houden. En we waren ook opstaan. Jezus is de eerste vrucht. Ik denk wat de schrift ons leert is dat we hebben de eerste vrucht. En zo, Jezus is opgestaan. Hij leeft van jou. Nou, ik weet, we leven im geloven, niet im zijn. Maar de auferstehung, ik kan niet tijd zum nennen gaan, de bewijs wat er für ist. Wir haben von der, wir sind nicht gewas, wir sind nicht Jugendzeugen gewas. Aber wir glauben dort. Wenn die Schrift dort bezeugen hat, viele Dinge von der, in Israel, das ist ja immer Gruverie, nicht? Und so die groven Dinge, und so immer Dinge, was verschiedene Dinge in der Schrift beweisen, dass es actually so steht ist. Und so, das ist eine lange Geschichte. Ich habe noch mal einen davon reden, aber Christus ist bestimmt van dood opgestaan. Ik en du, we waren bestemd van dood opstaan. Wat denkst du daarover? Merkt je dat angst? En is het die vrede in dit leven? Ik wil je meer vers lezen, ik wil er niet veel van zeggen. Klingt beetje beyond, aber ich will hauptsächlich lesen. Und ich würde fragen, dass du einen Abstand für das. Aber das beschreibt die. Und wenn ich das lese, dann würde ich gleich, wenn du wirst an die Salz denken. Denk an deinen Körper. Denk an dort, was die von dir weitert. Denk an dort, was von dir nicht schafft. Because that's what kommen ist. So wird es auch sein, wenn die Tod ist abstehen. Die Körper, die gesagt wird, muss vergehen, aber die von Tod absteht, wird bestehen. Na, wir wissen alle, wenn ein Mensch stirbt, dann werden wir den Bild unter die Erde haben, wenn der Körper, die verjährt. Aber da steht nie der Körper ab. Hij zegt, wat geringet, wat gezegd, aber wat door absteht, wat herrlich zijn. Ik zie niet eerst dat is niks met je. Ik meine, met die Körper sagt, dat is een nusje Körper, dat is een schwager. Een geringe, hij zegt, wat geringet, wat gezegd, aber wat van dood absteht, wat herrlich zijn. Die Körper wat herrlich zijn. Die wat himmlisch zijn. Wat gezegd wordt, is schwach, aber wat abstaan wordt, wat sterk zijn. Zij al angeworden, dat die van jent wat al een beetje älter zijn, dat die gelenken, die zijn niet meer zoals die 20 waren, en dit wel niet zo reich schaffen, dat niet. Dat wordt alle omgedreht worden. Da wird ein fleischlicher Körper gesät, aber da wird ein geistlicher Körper vom Tod abstehen.
Wenn dort ein fleischlicher Körper jeft, jeft dort ein geistlicher Körper. Na, das meint nicht ohne Körper, dann ohne, dass wir nicht wollen einen Körper haben, wir wollen bloß einen Geist in den Wolken rumschwammen. Wenn wir wollen so sein, als Jesus wir, aber sein Körper wir geistlich in gewisser Hinsichten haben. Und so wo wir sind. So ist das geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wird ein lebende Säule, und der letzte Adam wird Geist, der Leben nicht merkt. Aber der geistliche Körper wird nicht der erste, wie nicht der erste. Erst wird der fleischliche und dann der geistliche. Und so ist es auch mit dir. Nu hast du einen fleischlichen Körper, ein Körper, wird älter wird, der wird schwacher, der wird vergehen, aber dann ein geistlicher Körper, dann ein himmlischer kann sein. Der erste Mensch wird von Stoff, von der Erde, der zweite aber vom Himmel. So den Körper, was du nu hast, der kommt von der Erde, der trägt nur die Erde, die nächste Körper kommt vom Himmel. So ist die von der Erde sind, so ist die von der Erde genommen, es sind auch die anderen, die von der Erde stammen. Und so ist die himmlische, es sind auch die vom Himmel stammen. Wo hat Jesus ihn abgestundet, der Körper her? Das kommt von Gott. Und so wird auch dein Körper. Das, was du nu hast, der leckend Adam, der kommt von der Erde. So ist wie dem, der von der Erde aus legnen, so wo wir auch dem, der vom Himmel aus legnen. Aber Brüder, das sage ich, in Fleisch und Blut kann Gott sein Recht nicht oben. Und was verwesen kann nicht dort, was unverweslich ist, oben. Und so das Körper, der muss vergehen, das kann nie überdealen. Hör ich einmal her, ich sage Ihnen ein Geheimnis, wir wollen nicht alle sterben, wir wollen aber alle verändert werden. Ich habe normal mal gesagt, dass ich wünsche, ich wieder, wenn das passiert. Ich gleich nicht zu sterben, gleich hier. Begrafenis, das geht gleich schein. Sie haben, ich sehe die Prediger hier bei der Kirche, was am Begrafenis soll reden, wenn die anderen wollen das nicht, die gleichen. Just kidding. Ich und Steve hatten mal so einen Deal, dass er die Chasten und ich die Begrafenis, er befriedigen und ich begraben. Und so. Wo weet je, das kommt noch Verstehung. Hör ich einmal her, ich sage ein Geheimnis, wir wollen nicht alle sterben, wir wollen aber alle verändert werden. Dort wird plötzlich kommen, ein Augenblick, wenn der letzte Trompet blosen wird, die Trompet wird geblost worden und die Dörrus werden abstehen, unverweslich, und wir wollen verändert werden. Weil ihr da sein? Amen. Und so mehr Verzeihungen von Paradies und Paradies reden in diese Botschaften, weil wir uns festhalten an der Auferstehung. Das ist der Grund von uns Glauben. Wenn wir dort verlieren, haben wir alles verloren. Und so du kannst sterben, ich kann nicht sagen, dass du wirst für immer leben, weil du wirst für immer leben, aber nicht in das Körper, das sind Sehen von Gott. Aber Gott hat versprochen, dass wir wollen ein neuer Körper kriegen für Ewigkeit. Neuer Himmel, eine neue Erde und ein neuer Körper, da wirst du sein. Und so dort checken wir verder, das wollen wir leben, das wollen wir uns festhalten an das. Dort kommt eine neue Ewigkeit. Dat is nu een grote time in de wereld. Jezus' mens krijgt wat een kom. Like de wereld draait zich alle touw, economisch, politisch. Like, ik weet niet wanneer Jezus wordt komen, maar de Bibel verspreekt dat hij wordt. En wanneer wordt komen, dan worden entweder oren die was afstand van dood, er veranderd worden, een ogenblik. En dan worden we Jezus in de lof begenen, zegt Paulus te de Thessalonicher. Dat wordt de herrlichste dag zijn. En alle weiter weg, all dat wat aan het niet schijn gaat, dat wordt weg zijn. En zo dan niet die leven gelijkgeldig leven, dan niet die leven voor dit leven leven, want dat staat 20 jaar en dan is het erg. En dan komt de eeuwigheid. Aber du kommt nie Körper, nie Erde, nie Himmel, und du will ich sein. Weißt du auch? Amen. Himmlischer Vater, Dankeschön für das Paradies. Dankeschön, dass du uns live hast, du hast uns gerat, du hast uns versprochen, einen neuen Körper zu geben. Wir danken dir, Herr, für dass du uns erlöst hast und du wirst uns zwar zurückbringen zum Leben und uns nie Körper, nie Himmel, nie Erde. Help uns, um dort zu holen und nicht abzugeben. In Jesus' Namen. Amen. Das Prayer Team ist hier fair, wenn ihr ein Gebet fehlt, mag Gott ihn segnen, hat einen guten Tag. O, Herr, mein Gott, wann ich
ik hier het leren rammelen, die ganze Schöpfung redt von deiner Kraft. Dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. En wanneer day, wo Gott sin eins ja sehen juif, schickt an dem Kreuz, kon dort nicht verstehen, dort heu Kreuz, ganz wahrlich wird er leiden, heu bladen starf, Termine sind betont, dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du, dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. Van Jezus kent, met dat trompeiten schollen, neemt mijn huis, wo vrouw mijn hart wat zijn. Ik ben mijn door, en die moet voor mijn rara, en roep dan uit, mijn God, voor groot bist du. Dan zingt mijn